zum Wecken. Unser Nachbar hat einen Gückel, ein keibestolzes Tier. Der markiert mit lautem Kreien jeden Morgen sein Revier. Er schmettert voll Inbrunst, sein Weckruf über Land. Ich glaube sogar die Sonne verlässt sich auf seinen Gesang. Ja, wenn jemand hier Verständnis hat für die Stimmgewalt von einem Sänger, dann bin das sicher ich, nur eben auch nicht immer. Am Morgen früh am 5 Uhr, da bin ich einfach noch nicht fit. Und mich im Bett anschreien, das geht grundsätzlich zu weit. Ich will zuerst mal mit ihm reden, ich bin ja schliesslich eine Frau. Marschieren durch den Garten und halten vor seinem Bau. Und er scheint sehr erfreut und zögert nicht lang. Schmettert den Arie und hinterlässt das Autogramm. Kikiriki! Au. Wo bin ich jetzt? Ich habe wirklich alles probiert. Zuerst mit Diplomatie und dann mit reinem Gückeldeutsch und mit Telepathie. Ja, ich habe ihn gerühmt, habe mit ihm geschumpfen, habe Gebärdensprache geredet, jongliert mit 3 Eiern. All das interessiert ihn nicht. Eben. Am nächsten Morgen früh am 5 Uhr kreit er mich wieder an. Und ich habe rausgerufen, du, wer Krieg willst, Gottfried Stutz, kannst du ihn grad haben. Ein Gückeli vom Grill bin ich kaufen zum Mittag. Has nebst seinem Käfig gegessen und ihm gesagt, wart's nur mal ab. Ich habe Katzen auf ihn losgelassen und die Kinder vorausgeschickt. Der Ghettoblaster aufgedreht und sein Futtergeschirr versteckt. Ich habe Juckpulver ins Blasrohr gefüllt und zählt leider schlecht. Ich weiss, es ist gemein, doch Schlaf ist auch ein Menschenrecht. Da kommt plötzlich der Nachbar, ein herzensguter Mann, und sagt, du, gell, wenn dich jemand der Gückel stört, dann tu ihm einfach den Ring abschlagen. Und seht ihr, legt sein Leben schutzlos in meinen Hängen. Und er kann schreien, wie er will, stören tut's mich nicht mehr. Er kann schreien, wie er will, stören tut's mich nicht mehr.